Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Secret of Mana auf Pelzig. Immer noch weiter im Nebelvulkan und immer noch gefühlte 5 Milliarden Bossgegner, die immer gleich aussehen, nur in der anderen Farbe. Meine Fresse, was ein Gekämpfe hier. Weg, Kröti. Und Kristallkröte ist erledigt. Okay, wieder ein Drache zu deiner Linke. Ja, besiegte Drache links vom Wald, das dritte Mal. Ich weiß, ich nerve ein bisschen, aber trotzdem. Gewitter erleiht. Was kommt jetzt für ein Drache? Oh, natürlich, der obligatorische. Ich verirre mich in der Treppe und im Türmchen, der muss immer noch sein. Okay, na gut. Kommen schon noch, Mädels. Und, oh. Der sieht auch nicht schlecht aus. Das könnte ein Donnerdrache sein. Ganz sicher bin ich mir doch nicht, aber wir gucken mal noch. Donnerdrache. Jawohl, der wird dann gegen Rocky allergisch sein. Puh. Ja, Schlammbombe macht schon was. Als Truff auf der hohle Drachekopf. Und analysiert immer noch so nebenbei. Immer abwechselnd Schlammbombe, Erfahrung und was er so macht. 28.560 Gold, das ist auch nicht verkehrt. Kann man so fast eine Dämonenrüstung voll leichter. Und wer hätte es gedacht, anfällig gegen Rocky. Als weiter, immer Schlamm drauf, ordentliche Packung. Wie viel hat sie dann noch, die Helga? Ja, komm. Wie viel macht die Schlammbombe? Die kostet 3 MP. Na gut, nur noch war es das jetzt erste Mal. Helgas Zauberlevel ist auch noch Sticke und Rocky erreicht Level 4, der alte Lump. So, nur noch 2. Das lassen wir jetzt mal gut sein. Überraschung. Ausgewichen. Dann können wir uns nämlich... das könnten wir eventuell auch noch mal probieren. Weiter Lunatic leveln. Und die Überraschung ging ab daneben. Okay, als weiter Überraschung. Uiuiui, das war wohl die Gretel, die hier ordentlich was gerissen hat. Und eventuell kriegen wir ja auch noch unseren Zaubersog weiter hier. Weiter gemeistert. So, dass wir möglicherweise mit Zaubersog Level 3 oder sowas reißen können. Ich weiß es noch nicht genau. Schauen wir doch mal. Aber erstmal müssen wir mal auf Level 3 kommen. So, jetzt wechselt der Ammo wieder die Ecke. Der hat jetzt auch die Schnauze voll, glaube ich. Wo bleibt der Donnerdrache? Da ist er. Komm schon her. Ich will deine MP. Elektrohauch. Hui. Also allmählich sollten wir uns ein bisschen Sorgen machen. Noch einmal, verdammt nochmal. So. Dann du. Könntest du mal runde Riesling-Schale für alle spendieren. Und als noch Zaubersog auf Level 2. Das ist schon etwas erbärmlich, aber trotzdem, vielleicht bringt er uns sowas auf Stufe 3 bei Endgegner. Beziehungsweise, naja, wirklich Endgegner sind es ja nicht. Das sind Bosse beziehungsweise Zwischenbosse. Okay. Eieiei. Aber dass ich den jetzt nicht schnell platt mache, liegt einfach nur an meinem MP-Guides, muss ich dazu sagen. Ich könnte jetzt auch einfach nur sagen, nö, komm, wir verpfeffern noch die letzte Walnuss. Aber dann, wenn ich die letzte Walnuss verpfeffer, dann habe ich halt Kenny mehr. Lunatic erreicht Level 3. Gucken wir mal, ob der Zaubersog jetzt schon was bringt. Überraschung bringt nichts. Noch einmal. Und wie viel zieht er ab? Immer noch eins. Nee. Also bei Bosse ist es anscheinend wieder so eine Sache.
Na gut, dann... Wenn uns das nicht immer noch etwas bringt, dann heilen wir nochmal alle. Riesling-Schorle für alle. Oh yeah. Das gibt wieder Tinte auf der Füller. Blitzschlag Level 7 aus der auch noch Kracher. Da würde ich mal sagen, ich lade mich jetzt einmal auf. Und dann lassen wir es mal mit der Waffe-Level-Kracher. Wie gesagt, normalerweise könnte ich jetzt einfach sagen, nee, komm, Helga, du nimmst jetzt mal deine Walnuss. Mist, der hat überhaupt nichts gebraucht. Scheiße. Bringt uns überhaupt nichts. Wir könnten aber aufgrund von Verzweiflung, hoppla, da hat einen Teil von seinem Frame noch hier reingepackt. Könnten wir mal eine Steinklinge machen. Eventuell bringt uns das sowas. Nicht besonders lang, aber immer hier. Autsch. Nee, die Klinge ist wohl schon wieder weg. Na gut, noch einmal. Mehr du. Ach Mann, komm schon her. Blödes Vieh. Wo steckst du dann? Ja, so kann es gehen, wenn man seine Kämpfe nicht mit Zauber bestreitet. Das ist doch schon etwas hartnäckiger. Und vor allem, man trifft das scheiß Vieh auch einfach nicht. Man trifft das dappige Vieh auch wirklich nicht. Das ist wieder so ein Problem. So, da kommt er wieder. Und wieder nicht getroffen. Eva. Eva habe ich ihn. So. Gewitter erleid. Ärgerlich ist halt immer, dass die MP noch so im Bosskampf nie aufgefüllt werden. Das muss ich echt sagen. Also was seinen Schwierigkeitsgrad angeht, ist Secret of Mana definitiv ein ziemlich hartes Spiel. Okay. Und weiter geht's. Was für ein Orb kriegen wir jetzt? Ein Boomerang-Orb. Perfekt. Helga erreicht jetzt auch noch Level 57. Und der Eiermann ist erstarrt, wahrscheinlich auch wegen der Steinklinge. Na gut, dann nutzen wir das doch mal um... Oh, ich wollte eigentlich eine MP abziehen von einem... Naja. So what? Wir kommen auch wieder dazu. So. Hat sie noch ein MP? Das ist gut. Solange sie noch ein MP hat, ist alles in Ordnung. Gut. Hallo Freunde, speichern. Ah jo, Speichertime. Und weiter geht's hier. Oh, die Musik ändert sich zum Anfang. Wie das, was man am Anfang gehört hat im Intro. Wo sind wir hier? Na? Guck mal, da! Ja, was dann? Der Mana-Baum. Ja, ich steht auch gern der Mana-Baum. Oh, was für ein Oschi. Da ist aber noch ein ganzes Stückel entfernt, muss ich sagen. Also hier kommen wir auf jeden Fall nicht so einfach. Endlich sind wir da, jetzt können wir das Mana-Schwert reaktivieren. Ja, wie gesagt, das ist schon eure Strecke. Warum hast du jetzt so eilig? Der Mana-Baum ist... wunderschön. Ach ja, macht schon was her so auf die Distanz. Also, dickes Ding ist das schon. Spürst ach die magische Aura, Helga. Ja, und wie? Können wir jetzt halt weiter? Nicht streiten, wir sind an einem heiligen Ort, Mädler. Hier ist es allein, hier soll man kein Händel haben. Wir haben fast unser Ziel erreicht, noch eine anstrengende Reise. Jetzt reaktivieren wir das Schwert, dann zerstören wir die Festung. Oder wie der Pelzer sagt, jo, Allah. So. Das klingt aber nicht so gut. Ha, jetzt spüren wir die Macht der Mana-Festung. Ey, die zerstörende Mana-Baum! Hilfe!
Oh, der Tantalus, der wiechte Kerl. So ein wiester Gsell. Und da sind wir am Stumpf vom Mana-Baum. Ach du Scheiße. Heinz. Heinz. Aufwache! Oh, ist ja gut. Boah, die Mädler wachen auch mal so langsam auf. Wow, was sind wir? Wo ist denn der Mana-Baum? Was? Nee, alles umsonst. Das war die Tantalus. Und ihr hetzt. Wie die vor allem guckt, die Koboldin. Heinz, ich sprech zu dir. Ich, der Mana-Baum. Schon bald verschmelzen alle Monster der Welt zu einer riesige Kreatur. Nur der Mana-Drache kann die Kreatur vernichten und somit Mana retten. Aber der Mana-Drache ist ebenso gefährlich, weil seine Kraft zu groß ist. Wenn er die Kreatur und die Fechtung vernichtet, ist auch die Welt am Ende. Nur du kannst das Unheil abwenden, indem du das Mana-Schwert benutzt. Nur du kannst das machen, weil du der Letzte vom Mana-Stamm bist. Eigentlich hätte dein Papa, der Ritter Arion, hier stehen sollen. Oh, das war doch der Waffenbruder von Viktor. Aber Arion ist beim Kampf mit dem Imbiss ums Leben gekommen. Es war vor ungefähr 15 Jahren in der Nähe vom Quelldorf. Hast du alles verstanden, Heinz? Du Mensch, das Gespenst bei der Quelle war mein Pappe? Ja, Heinz, dein Papa Arion. Ich war sei Frau. Ich bin dein Mama. Oh, guckt aber ein bisschen knetköpfig hier, der Ackermann. Wir gehören zum Mannerstamm. Die Frauen von uns werden zu Bämen, die unser Welt beschützen. Die Männer von uns tragen das Mannerschwert, um gegen das Böse zu kämpfen. Du musst die Festung zerstören. Mana wird immer schwächer. Jetzt werde ich die Energie vom Mannersamen auf das Schwert projizieren. Schwert erreicht Maximum. Heinz, ich war okay gut, die Mama für dich. Oh Mama, bist's wirklich? Bitte. Entschuldigung, das ist gerade so pathetisch, dass ich das nicht ernsthaft nehmen kann hier, das Ganze. Okay. Ja gut, jetzt hält's aber die Gosch. Mama! Sprich doch mit mir, Mami, bitte. Ach du liebe Zeit. Heinz. Mei, Mama. Oh Mann. Was ist denn, Bam? Wir müssen weiter. Oh, wie ich so Situationen hasse. Ja, schön, mal gerade erfahren, dass der nur noch eine Mutter gehabt hat, die jetzt hier im Baum ist und jetzt gestorben ist, aber Hauptsache mal dem einen Ohrfeig verpasst. Hopp. Lassen uns zu Ende bringen, was wir angefangen haben. Oder einfach nur, jo, Allah. Gewitter du na Keitel noch einmal. Ich darf mein Papa und meine Mama nicht enttäuschen. So quälst mal, du alti Sock. Stimmt, wenn ich nicht schon mit dem Hagen verlobt wäre. Also jetzt wirklich, gehen wir jetzt halt endlich. Ja, auf in den Kampf. Ja, auf in den Kampf. Und ja, komm, wir schnetzeln noch ein bisschen und schänden noch ein bisschen hier der Recht vom Mana-Stumpf. Gewitter erleiht. Ja, die Szene ist doch etwas pathetisch schnulzig, aber wir haben es gepackt, gerade noch so. Und jetzt können wir auch wieder die Luft hier holen und fort von hier. Yay. Aber erstmal die Sache, wir packen unser Schwert nochmal hoch. Deswegen brauchen wir erst einmal noch ein Dörfchen, wo wir uns niederlassen können, wo der Berti sitzt. Ach, gehen wir doch gerade mal nach Südstadt. Südstadt hat sich mittlerweile so schön angeboten für so Sachen. War da der Berti drin? Ne, Quatsch, das war der Maria ihr Haus, genau. Da waschelt sie auch gerade wieder rum. War das dann hier? Auf jeden Fall kennen wir Domo Schlofer. Das ist schon mal nicht schlecht. Da oben haben wir den Shop. Da müssen wir sowieso noch ein bisschen unser Zeug aufmotzen. Schokoladhämmer. Aber Walnist brauchen wir auf jeden Fall wieder. Oh, schön. Okay, Heilkräuter haben wir genug. Lebenswasser mindestens. Ja. Nur eins. Perfekt. Das war's auch erst einmal. Nee, einen Berti haben wir hier aber nicht.
dann gehe ich halt zu der Goldküste und speichere in der Goldküste dann ab. Und dann müssen wir eh nur noch zur Mana-Festung gehen. Hua. So, schick, schick, schick. Aber ich mag die Musik, ach, muss ich sagen. Die ist zwar nicht so postapokalyptisch, wie man es erwarten wird, beziehungsweise nicht postapokalyptisch, so präapokalyptisch, wie man es erwarten wird. Aber, Moment, nee, da ist noch was. Die ist zwar nicht so präapokalyptisch, wie man es vielleicht erwarten würde, aber ich finde es trotzdem irgendwie schön. Nee, Quatsch, das war, Pandoria war das, glaube ich. Moment. Wir können auch noch, Schneedorf, oder wie es heißt. So, da können wir auch hier. Da ist nämlich der Berti auch auf jeden Fall. Nein, Mist. Noch einmal. Das war, Jesus, wie hieß dann? Solaris, genau. Das war Solaris hier. Noch einmal. Genau, da war nämlich der Schneepalast. Wo ist dann das Eisdorf? Gewitter erleiht. Das ist immer noch. Moment, da sind die Kanoni einfach Mitte in der Pampa. Ah, da, hier ist das erleiht. Das sieht man so schlecht. Noch einmal. Vor allem, weil Solaris ja eigentlich auch wieder zugeschneit ist. Insofern. Ja, gehen wir mal dort hier. So, da war der Berti drin. Okay. Kalt hier. Ja, natürlich ist es kalt hier. Und aus unserer Klaue wird die Greifenkralle. Aus unserem Juwelenschwert wird der Drachentöter. Aus dem Schleimbeil wird die Steinaxt. Aus dem Zentaurenbogen der Satansbogen. Elfenharpune digitiert zu Drachenspeer. Und Schleimscheibe wird zum Dornenboomerang. Geiler Scheiß. So, Helga steht gerade mal Sache. Dann nehme ich mal das Ding. Dann wieder desto. Und damit wir hier sehen, mit was du es zu tun hast, kriegst du jetzt auch wieder deinen Drachentöter. Perfekt. Da haben wir jetzt alles, was wir brauchen soweit. Und ich denke, weitere Rüstungen und so. Ich glaube, wir haben erstmal soweit das Beste. Aber jetzt gehen wir erstmal für 50 Goldstücke Ratze. Und dann machen wir uns schon mal vor allem. Dann machen wir uns schon mal auf zur Mana-Festung. Ich weiß nicht, gibt es bei der Mana-Festung noch einen Raffi? Ich bin mir echt nicht so sicher, muss ich sagen. Aber schauen wir mal. Ich mag jetzt auf jeden Fall erstmal hochgehen und mal die Lage checken. Allzu lang haben wir eh nicht mehr. Deswegen werde ich es gerade mal nutzen, um zur Mana-Festung hochzuschwirren und zu gucken, was Sache ist. So. Also hoch mit uns. Boah, Pixel Lufti for the win. Da ist er. Hallo Mana-Festung. Und auf geht's. Am besten, wenn sie über dem Meer schwebt. Weil so kann sie Kalender ohne drunter gefährlich wäre. Oh, ich höre schon an der Musik, dass es hier gefährlich ist. Wer hätte es auch gedacht? Und sieht aber ziemlich modern aus hier. So Typen wie dich können wir hier nicht besonders leiden. Und gehen jetzt erstmal alle auf die Schnut. Und ach so, Dark Ninjas wie du. Wobei das sind eigentlich Gegner, die in der Drachefestung vorkamen. Insofern allzu stark sind die jetzt auch nicht, die Gegner hier. Aber ich glaube, in der Mana-Festung selber sieht es nochmal ein bisschen anders aus. Da dürften die Gegner doch etwas stärker sein. Weil das sind nur altbekannte Gegner, könnte man schon sagen. Dämonenritter ist erledigt. Oh, die sind neu. Das sind eine neue Satansmaske. Kriechereule ist erstarrt. Ach, wenn es doch nur das wäre. Aber die da sind neu. Die gebären Dark Ninjas. Igitt. Oder Dämonenritter. Quatsch, so rum hießen sie. Aber Dämonenritter sind eigentlich auch nicht gerade besonders schwierig.
glaube, gegen die Biester hilft ganz gut Laterna. Das müssen wir sowieso jetzt dringendst leveln. Moment. Ich probiere es jetzt mal. Voodoo-Maske, hier ist das Ding. Und... ja, das macht schon ordentlich Schade. Aber der Zauber reißt ja auch ordentlich... beziehungsweise braucht ja auch ordentlich MP, so rum. Und reißt ordentlich MP, wollte ich eigentlich sagen. So, ich würde sagen, wir sind eigentlich für die Mana-Festung soweit ganz gut gewappnet. Und da gehen wir dann Mäuerei bei Let's Play Secret of Mana auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Euer Yankee.